Ford Fiesta, Ford Capri, Ford Taunus. Legendäre Autos gebaut in Köln. Ford ist in den Genen von Köln drin, ne? Auf jeden Fall. Hier sind die Nationen zusammengekommen und haben es immerhin geschafft, dass am Ende vom Fließband ein funktionierendes, solides Auto kam. Aber wie lange noch? Ford steckt in der Krise. Die neuen E-Modelle laufen nicht. Wie hat alles angefangen? Dies ist die Geschichte, wie Ford nach Köln kam und wie das Werk die Stadt geprägt hat. Mein Name ist Rolli Brinks, ich bin Jahrgang 1943. Rolli Brinks, Kölner Musiker und Dichter. Und der Vater von Stefan und Peter Brinks, die sehr erfolgreich kölsche Musik machen. Ich habe ja hier Maschinenschlosser gelernt und ich habe auch geholfen, die Maschinen zu reparieren, die nötig sind, um Autos herzustellen. Aber ich habe nie Interesse am Auto gehabt. Ich wollte auch nie ein Auto besitzen. Eine Ausbildung bei Ford, das ist damals ein guter Deal. Ordentliche Bezahlung und die Aussicht auf eine Lebensstelle. Rolli Brinks studiert allerdings später und wird Lehrer. Das Studium finanziert er sich mit einem Job an der Werkbank bei Ford. Ja, so langsam kommt hier in der Halle kommt wieder alles zurück, ne? Die neuen Kollegen bringen auch ganz neue Töne mit ins Kölner Werk. Und mit den Italienern, die da waren, habe ich natürlich dann Avanti Popolo alla Rascosca gesungen, das ist ja klar, ne? Und dann immer der Werkmeister oder was ich, Bella Ciao, ne? Also ich habe Ford erlebt, das war ein Babel, ein Sprachenbabel war das, ja? Er war eine wunderbare Philharmonie, eine Symphonie von Sprachen. Die Arbeiter aus dem Süden bringen nicht nur ihre Musik mit, sondern auch ihr Essen. Ab jetzt duftet es im Werk immer häufiger nach Paprika und Knoblauch. Bei Ford gab es eine Kantine, da gingen die aber nicht hin, obwohl ihnen versichert wurde, auch in ihrer Sprache, dass es kein Schweinefleisch gibt. Das ist sehr wichtig, waren ja alles Moslems, ne? Die brachten ihr Kram selber mit und dann breiteten die ihre Tücher aus in der Pause, ne? Und dann aßen die lecker Brot, Oliven und Käse. Und wenn man vorbeiging, wurde man am Hosenbein festgehalten. Ne? Um die Leute nicht zu beleidigen, hat man das dann nachher zuerst mal gemacht. Ne? Und zu Hause dann kam man dann an der Mama, wie riechst du denn? Ne? Hast du Knoblauch gegessen? Und so, ne? Ja. Mehr als 50 Jahre nach dem Streik der türkischen Arbeiter gibt es wieder einen Arbeitskampf bei Ford. Die persönliche Beziehung zu Ford ist, dass mein Vater, der ist mittlerweile Anfang 80, hat hier bei euch in den 60er Jahren gelernt. Der war so ganz normal Volksschule, 8. Schuljahr, und dann ist er hier in die Lehre als Maschinenschlosser gegangen. Seit 1930 in Nil am Rhein. Das kann es doch nicht wirklich gewesen sein. Wenn der Alte das wüsste, was hier grad passiert, dann käme er mit nem Knüppel aus Röndorf anmarschiert. Vom Scheitel bis zur Sohle bin ich ein Fortler, was wär ich ohne? Irgendwie hängt auch mein Herz ein bisschen an der Geschichte. Ja? Mich lässt nicht kalt, dass die Fordler heute Probleme haben. Das lässt mich überhaupt nicht kalt. Und an meinen Kindern können Sie sehen, das hat auch meinen Stefan nicht kalt gelassen, sodass er ein eigenes Lied gemacht hat und hat das hier gesungen. Ne? Ford ist nach wie vor der größte private Arbeitgeber in Köln. Doch wie lange noch? Das Werk gehört für viele zur Heimat.